Ja, guten Tag, liebe Freunde. Ich lese aus dem Buch Mystisches Rheinland, Überschrift Geschichten aus dem Ahrtal. Diesmal die Geschichte einer Gräfin, und die hatte eine bestimmte List, den Teufel doch noch zu besiegen. Seit vielen hundert Jahren erheben sich entlang des Rheins und der Ahr Burgen und Schlösser, um die sich Sagen und Legenden winden. In diesen Geschichten, die sich teilweise auf historische und andererseits auf erfundene, angedichtete Begebenheiten beziehen, ist die Rede von Herrschern, frommen und zwielichtigen Gestalten, von Fabelwesen und Dämonen und natürlich auch von ganz einfachen Leuten wie du und ich. Die mythischen Legenden, die sich zum Beispiel um das sogenannte Teufelsloch im Ahrtal oberhalb Altenaars ranken, zeigen den Teufel und seine Helfershelfer oft in sehr vermenschlichter Form. Die Erzählungen bezeugen, dass auch gefallene Engel mit List und den Tricks des Menschen, wenn zwar nicht besiegt, so aber doch in die Schranken verwiesen werden können. So nämlich geschah's auch einst im Ahrtal, wohin sich der Leibhaftige für eine Weile zurückgezogen hatte, nachdem er im heiligen Köln weder den Bau des Karolingischen Doms noch den Wiederaufbau der romanischen Basilika Maria im Kapitol hatte verhindern können. Genau genommen war er ziemlich angefressen, denn zu allem Verdruss gesellte sich die Fertigstellung einer Basilika für das tiefer in der Eifel gelegene Kloster Steinfeld, welches von Sigbert von Are gestiftet worden war. Da hörte er vom Plan des Grafen Dietrich von Are, einem Nachfahren des vorgenannten Siegberts. Dietrich beabsichtigte nämlich den Bau einer Burg oberhalb von Altenahr. Des Grafen Alteburg im Ortsteil Altenburg war von Raubrittern zerstört worden, und so benötigte er bald wieder einen ihm genehmen und passenden Stammsitz. Bisher war es jedoch nur ein Plan, und es schien sich kein Meister des Baufachs zu finden, einen solch kühnen Plan in die Tat umsetzen zu können. Denn an der Stelle, an der er sich seine Burg gesetzt wünschte, war das Gelände schroff und unwegsam, so dass die Errichtung von Grundmauern und Untergeschossen als schier undurchführbar galt. Als der Graf noch in tiefem Zweifel saß und schon darüber nachdachte, den Plan aufzugeben, da sah der Dämon seine Stunde gekommen. Er erbat sich als Baumeister und gelehrter Wissenschaftler eine Audienz beim Grafen. In vornehme Kleider gehüllt, mit Papieren und Pergamentsrollen bewaffnet, begab er sich in das Arbeitszimmer des Grafen, dem er nun seinen Plan vom Bau der Höhenburg vorlegte. Der Graf war ob der klaren und ihm einleuchtenden Erläuterungen dermaßen beeindruckt, dass er nach längerer Befragung, in der es um weitere wichtige Einzelheiten ging, dem Verführer den Auftrag zum Bau seiner neuen Burg übertrug. Dieser hatte ein stattliches, aber nicht übermäßiges Honorar erwirkt, sich aber darüber hinaus noch freien Zugang jederzeit zur neuen Burg vertraglich zusichern lassen. Dies hatte beim Grafen zwar Verwunderung hervorgerufen, aber ihn zu keiner Zeit beunruhigt. Einzig die Ehefrau des Grafen, Margarete von Salm, eine Tochter des deutschen Gegenkönigs Hermann von Salm, befiel beim Kennenlernen des Baumeisters ein ungutes Gefühl. Sie empfand, als würde sich ihr Herz verkrampfen, und das Atmen fiel ihr zunehmend schwerer. Die blutrote Hahnenfeder am spitzen Hut des Baumeisters,
seine stark behaarten, klauenartigen Hände und die Habichtsnase in seinem narbigen, hässlichen Gesicht rundeten das Gesamtbild für die Gräfin ab. Sie wusste mit einem Mal, mit wem ihr Mann sich da einließ. Dieser jedoch wollte von all dem nichts wissen und hatte nur die Umsetzung des tollkühnen Plans, den Bau seiner Burg, im Kopf. Davon war er dermaßen besessen, dass er alle Einwände beiseite schob. Und es ging auch gut voran. Die Burg wurde bald schon fertiggestellt, doch kurz bevor die Einweihungsfeier, zu der sich auch der Baumeister angesagt hatte, stattfinden sollte, ließ die Gräfin gleich gegenüber vom Eingang der Burg ein großes weißes Kreuz errichten, welches weithin zu sehen war. Um ganz sicher zu sein, wurde ein weiteres großes Kreuz auf die Burgkapelle gestellt. Das war dem Antichristen dann doch zu viel, und er versuchte es erst gar nicht, zur Burg oder sogar in sie hinein zu gelangen. Doch wollte er das Ganze nicht auf sich beruhen lassen. Nein, er würde sich etwas anderes ausdenken, um sich der Seelen des Grafen und seiner Frau doch noch zu bemächtigen.